Shalom Aleichem. Ich bin Rukhl Schaechter. Und ich bin Jochnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinntheit. Es kommt zu gehen, der Jontef Pesach. Es mir will nach Hand weisen, wie zu machen ein Frühstück. Ein Pesach-dicke Frühstück. Yves, willst du erzählen, was du gehst machen? Ja, ich will machen ein Feinkuchen von Spinat. Und ich will machen gefrischte Matzahs. Euch bekannt wie Passover Breakfast. Es wollen wir unheimlich mit dem Spinat. Sehr schön geht. Du habe ich 4 Eier. Und euch an eure 6 Onzen Farmerkäse oder allerlei Zwerg kann sein. Und 4 Onzen oder Teppel Feta-Käse. Und es ist euch sehr Geschmack mit Cheddar-Käse, mit Hollander-Käse, mit Schweizer Käse. Sehr begiftig. Ja. Sie mag ich bitten, die Sauce von mir zu brechen. Ja. Da habe ich ein halb Bintel Crepe, was ich kurz schneiden. Du ist ein Bintel Spinat, ein Pfund Spinat, was im Sommer schön aufgewaschen. Jetzt weißt schon, wie euch zu waschen Spinat für unsere Yiddish Farm-Episode. Man soll Potter werden von allem Schmutz und von allem Schrott im Licht. Da haben wir schön aufgewaschen Spinat. Und das Mal habe ich nicht abgenommen die Stammen, weil in dem Rezept kann man mitschneiden, die Stammen sind sehr Geschmack. Die Spinat nur mit dem Wasser, was klebt sich, zieht zu den Blättern, hier rein in einen heißen Patelnier. Nun, in 2-3 Minuten wird es schon sein, sehr weg. Gemacht gerät. Das ist sie, soll paaren eine Minute. Und ist der Spinat schon gerät. Nehmen es raus in ein Zipperle. Es wird eine Sache kleiner. Soll sich ein bisschen durchsippen und abkühlen, wollen wir schön sein, gerät zu machen, ein Feinkochen. Gut, ich habe schon zerkrischelt, den Käse. Schäuich. Und ich habe sie gegeben Crepe zu den Eiern. Gebe ich sie euch den Feta-Käse, euch den Farmerkäse und ein bisschen Salz und Pfeffer. Aber weiß nicht, öfter das Mal will ich nicht sie geben Salz, weil der Feta ist... Das ist schon genug gesalzen. Das ist gut gesalzen, ja. Aber Pfeffer kannst du sie geben, wenn du willst. Versteht sich, es ist sehr Geschmack mit ein bisschen Pfeffer. Ja. Das kriege ich eben. Was da Löffel? Een halb Löffel Pfeffer. Weißt du, es ist nicht traditionell, aber ich habe sehr lieb, sie zu geben ein bisschen Paprika euch. Gut, was haben wir? Ort ist unser schön gepaarte Spinat, quetscht euch das Wasser, was bleibt. Und zerschneidet auf sehr kleine Stückchen. Rukhl, wenn die trachst wegen Pesach, trachst du mehr wegen die Geschmacke, dicke Macholim, was uns gehen wir essen, oder trachst du mehr wegen alle Sachen, was man muss sich begein ansehen? Nein, der erste paar Tage bin ich sehr glücklich mit meiner Pesach-dicke Macholim, weil ich mache sie nicht das ganze Jahr. Ja. Diesen 5. Tag habe ich schon uns verbanken noch ein Stückchen Pizza. Verstehe. Ich bank euch noch Pizza, aber dem Emmes gesagt, will ich Pesach soll besser sein 2 Wochen. Man hat da so viel Pesach-dicke Rezepte, will man haben Gelegenheit. Das ist schön genug geschnitten. Jetzt. Tomate-Paste. Geht es 2 zu den Eier mit Käse.
Man mischt geht aus. Und jetzt geht zurück zum Ofen. Warmt so eine kleinere Patelnie da und gibt sie Maslina Bäumel, 2 Löffel Salz liberal und gibt sie die Masse. Nur eine Minute, weil es wird sich abbacken in den Ofen. Das ist genug. Und Baschit von oben mit welchen Anis. Das ist nicht kein Muss, aber es ist sehr Geschmack. Noch eine Minute 2 rein in den Ofen. Den Ofen habe ich schon umgehitzt auf 400 Grad. Soll sich abbacken an 20 Minuten. Beschasse backt sich der Spinat Feinkochen, will ich auch wissen, wie soll zu machen gefrischte Matzes. Ja, bei uns heißt das matzah brei. Ja, in Amerika ist matzah brei geworden sehr verspreit wie das Wort, aber das traditionelle Wort ist gefrischte Matzes, klingt so wie auf Yiddish sagt man French Toast, gefrischte Challah. Sehr gering, man nimmt 4 Matzes, das sind kleinere, aber ihr könnt nehmen größere. Zerbreckelt sie. Es müssen schon kleine Stücke, große Stücke ist recht. Und danach wird ihr sie begießen mit warmem Wasser. Nicht warmem Wasser von Kran, nur macht ein Gemisch von gesottenem Wasser mit kaltem Wasser. Auf wie lang? 2 Minuten, 3 Minuten, bis sie hebt und werden weich. Ich gehe so viel zerbrecklen noch ein bisschen, so sich gleich zerwerfen. Und jetzt lassen wir warten ein paar Minuten. Schon gelost wegen 3 Minuten. Wie ihr seht, ist der Matzah schon weich. Ich will es jetzt da reingießen in ein Sieb. Rausnehmen wir alle Stückchen Matzah. Jetzt zertresseln. Ich gehe es jetzt überführen dahin. Ich schütte rein die Matzah in eine große Schüssel. Es macht nicht aus, es bleibt ein bisschen Wasser? Nein. Zerklappt 4 Eier. Vier Eier zu 4 Matzes. Richtig. Ich gehe jetzt zerklappen die Eier mit der Matzah und unten mit der Guppel, bis die Eier den ganzen Gitt ausgemischt. Jetzt ziehe ich heran einen halben Löffel Salz. Aber ihr wollt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen mehr. Und ich habe Pfeffer, das ist ein halben Löffel Pfeffer. Jetzt haben wir gerät. Wir gehen es bringen zum Oven und es prägeln. Heizt schon eine Patelnie auf einer mittelhohen Flamme und zieht daran 4 Löffel Pitte. Alles ist 4 Hand. 4 Matzes, 4 Eier und 4 Löffel Pitte. 4 Sien, 4 Käusies, 4 Oh, Tasches. richtig. Das ist 4 ist eine Pesach-dicke Ziffer. Die Pitte ist bald zu lost. Ob ihr wollt angeben, könnt ihr tun mit Nitzen Maslina Bäumel. Das ist echt sehr Geschmack. Und jetzt gießen wir rein die Matzes mit den Eier. Gestreckt es. Mach ein bisschen härter im Feuer. Und lasst es liegen also wie ein Ziegenbräunt von hinten. Und danach wollen wir so nehmen zu mischen. Noch 3 Minuten haben wir zu mischen. Dann schmecken die Pitte und die Eier. Ihr seht, dass sie wird schon ein bisschen Ziegenbräunt von hinten. Und noch was ich will ist noch einmal dieselbe Sache. Das lassen wir so sitzen. Und so soll sich warten, zu bräunen. Noch einmal eine Minute. Jetzt ist weg noch 2 Minuten. Ihr seht doch, die wird schon schön zugebräunt. Jetzt darf ihr kuschig mischen. Alle Seiten sollen werden zugebräunt.
Und einmal macht man eine Matzah nicht kein gemischte, nur wie ein größer Matzah-Feinkuchen. Ja, wie ein Omelette. Und ist unser Feinkuchen heiß von dem Oven an. Sie sind noch mit dem Nis, sie sind in Gitt aufgebräunt. Sehr schön. Willst du ein bisschen Kaffee? Aha, steuer. Ich habe sehr lieb Kaffee in der Früh. Es schmeckt das wie geht. Ein bisschen von mir. Gut. Und dort haben wir beide ein bisschen von dem Spinat reinkochen. Und ein bisschen Matzah. Was machst du? Ah, nein, dann ist sie nur zu heiß. Ah, ja. Wenn so wenig. Ist das gut? Ah, ich habe nicht vergessen. Wir hoffen, dass ihr es gut verbracht auf unser Pesach-dicke Kochprogramm. Es gesinnte Heid. Sie sind kusher und Pesach alle. Ja, mein.